Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 163. Folge vom Vollinen-Podcast. Und André, heute sind wir nicht allein. Nein, Wir haben so. jemanden von einem Projekt dabei, der schon ein paar Mal bei uns vorgekommen ist. Es geht konkret um 44 West, die 4 Spinnsiechen, die im Dezember dann über den Atlantik werden rudern. Und heute ist der 3. von 4 bei uns und in dem Sinne herzlich willkommen, Lorenzo. Danke. Ja, schön bist du bei uns, Lorenzo. Wie gesagt, du bist Nummer 3, aber wir werden jetzt herausfinden, dass jeder von euch ein bisschen anders ist. Auf das kommen wir später noch. Um aber kurz unsere Hörerinnen und Hörer informieren, wer sie genau vor dem Bildschirm oder am Ohr haben. Kannst du dich ganz kurz vorstellen? Das ist gut. Also an alle Hörer. Ich bin der Lorenzo Henseler. Können der andere vom Rudern, auch der Matt vom Team vom Rudern. Also ich bin eigentlich in Zug aufgewachsen. Und ja, Rudern war eigentlich immer so ein bisschen Teil gewesen, bis etwa 18 und dann bin ich dann irgendwann studieren auf St. Gallen. Und schnell durchlaufen werden, dass ich die Anwaltsprüfung gemacht habe und jetzt als Anwalt arbeite. Und irgendwann ist Jahre nachdem ich mal die Idee hatte, dass es cool wäre, über den Atlantik zu rudern, haben wir den Matt mal wieder geschrieben, ob jetzt wirklich immer noch Bock hat. Und das ist jetzt zwischenzeitlich vor... Das ist auch schon länger her. Über 2,5 Jahre her, wenn nicht mehr. Bald im September wären es 3 Jahre. Also du bist der Ursprung von dieser ganzen Idee. Zumindest auf meiner Seite und auf der Seite von Matt. Aus deiner Sicht? Also aus meiner Sicht ist es keine Überraschung, dass ich dann gefragt wird. Aber wir sind eben so, ich weiß nicht, ob es mal der Matt oder der Luca erzählt haben. Kannst du gerne mal erzählen. Es ist schon ein bisschen her, der Matt war in Folge 98 da, der Luca in Folge 141. Also es ist ein bisschen her, ja. Okay. Nein, also der Hintergrund war, dass wo der Matt und ich gerudert haben, habe ich mir gedacht, ja, wenn ich das mal mit jemandem machen möchte, dann fände ich eigentlich den Matt noch einen guten Kandidat. So ehrlich, wie er an mich ist. Funktioniert das sicher gut auf dem Boot. Und dann habe ich ihn immer gefragt, aber er war damals halt noch im Kader gewesen. Und Leichtgewicht und er wirklich genug am Touren gehabt. Ich fand, nein, das ist eine blöde Idee. Und Jahre später hat sich noch der ehemalige Teamkollege von Matt, der Julian, bei ihm gemeldet. Und es ist so, dass der Julian hat mit einem Studienkollegen von ihm, mit dem Luca, während der Sommerferien, ich glaube tatsächlich mal irgendwie verkatert an einem Morgen die Idee gehabt, es hat noch mehr zum Leben gegeben als nur studieren. Das ist wie die Entstehungsgeschichte von Vollinen, ja. Ja. Aber ist gut, ich meine, voll die beste Idee entstehen so, oder? Ja, und darum nachher haben sie die Idee gehabt, haben den Matt angefragt, der Matt hat an mich gedacht und dann war das so ein bisschen das ganze Leiterli gewesen. Ja. Und du bist ja auf der Webseite als The Explorer bezeichnet. Inwiefern siehst du dich als Abenteurer? Oder wieso steht das dort? Ja, ich glaube, halt der Luca, der Matt und der Julian vor allem haben im Ruder sehr so eine grosse Leistungskomponente. Jetzt kommen wir halt wirklich vom Leistungssport. Und bei mir ist dann irgendwann also die Juniorenzeit bin ich natürlich rum und habe Regatten mitgemacht und alles. Ich war mal Schweizer Meister gewesen, aber dann nachher ist es fertig gewesen. Also wenn es wirklich darum gegangen ist, dass sie noch auf Sarnen gegangen sind und 3-mal am Tag trainiert haben, das habe ich nicht gemacht. Und bei mir der Hintergrund, wieso ich Lust habe oder immer noch Lust habe, zum über Atlantik rudern, ist mir einfach, ja, ich weiss es, also zum einen weiss ich, man kann es machen, zum anderen weiss ich, es gibt Leute, die es machen, dann gibt es Leute, die es ein zweites Mal machen wollen. Und dann habe ich einfach das Gefühl, dort muss irgendetwas dahinter sein, was ich gerne möchte erleben. Und ich habe eigentlich immer recht Freude gehabt, so an neue Sachen zu entdecken, sei es vom Reisen her oder sonst. Ja. Also mit deinem beruflichen Hintergrund müsstest du ja auch fast noch einen zweiten Titel haben, der Mediator. Wie siehst du die Rolle? Das wäre eigentlich mal spannend zu wissen, wie die anderen die Rolle sehen. Ich sehe mich schon ein bisschen als Mediator, aber ich bin länger mehr so weit, dass ich einfach das Gefühl habe, ich halte mich raus. Also, ich meine, alle können sich schon so lange. Wenn jetzt irgendwie der Matt irgendetwas hat mit dem Julie zum Beispiel und sie verstehen sich mal für 2 Sekunden nicht, dann ist es halt einfach ihr Bier. Also, dann ist es nicht an mir, das zu ändern. So fest artet es dann nicht aus. Okay. Aber ich glaube, so eine gewisse Ruhe bringe ich dann noch rein. Ja. Aber ihr könnt ja den Juli dann fragen, wenn er irgendwie befolgt. Genau, er ist dann der 4. im Bund. Das ist gut. Genau. Wir werden später noch darauf zurückkommen, wie es so war, wo wir unterwegs waren. Zumindest für die letzten paar Tage auf dem Meer. Genau, man muss ja sagen, ihr habt eine Reise gemacht von der Toskana auf Palermo, oder? Von wo war es genau der Startpunkt gewesen? Viareggio.
Das ist in der Toskana? Oder wo ist es? Ist es nur... Erinnerlich ja, doch. Einfach ein bisschen unterhalb von Genua, Okay. ein bisschen oberhalb von Livorno. Ja, Aber dort noch, also einfach so also am Schluss schaust du einfach auf Google Maps, wo hast du eine Rampe, wo du kannst einwassern, wo am Sonntag offen hat und die Leute schalten dann an auf Italienisch und fragst die Küstenwache und dann die sagen, mal ist gut, dann gehst du halt hin. ja. Sehr geil. Ja, weil Ja. ihr seid ja offiziell dann ein Boot, das registriert ist, oder eben, wo man auf dem Vessel Tracker finden kann. Ja. Ich nehme an, eben, da braucht es schon eine Bewilligung, wenn ihr jetzt da einfach einwassern wollt. Oder wie sieht die Bewilligung in Italien aus? Das Problem wäre, was passiert, wenn du in Italien startest und zum Beispiel auf Frankreich ruderst und in Frankreich so an die Küstennähe gehst, dass du eigentlich offiziell einreist. Dann ist die Frage, wo du brauchst du eigentlich so ein bisschen wie ein Auswasserungsgesuch, Auswasserungsbewilligung, wo du nachher kannst vorweisen bei den Franzosen, um zu sagen, ich komme übrigens von Italien. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie von Tunis komme, sondern ich komme jetzt da von Viareggio. Und bei unserer ersten Ausfahrt auf der Adria haben wir eigentlich gedacht, oh, das wäre doch cool. Also die erste Ausfahrt, die wir gemacht haben, die war ja noch in der Lucca rum, das war Ende Juli, sind wir von ein bisschen unterhalb von Venedig sind wir eigentlich auf Kroatien gegangen und wir haben uns ursprünglich gedacht, das wäre noch schön, es ist Sommer, es ist Ende Juli. Du kannst so ein bisschen die Insel befahren oder du kannst zumindest näher ans Land gehen. Bis wir nachher gemerkt haben, wenn du die Bewilligung willst von den Italienern, dann hast du keine Chance. Also das müsstest du irgendwie Wochen gefühlt im Voraus machen und niemand weiß, wer zuständig ist. Sie sind ja nicht bekannt für Bürokratie. Nein, also, also meine Handyrechnung ist irgendetwas. Also das machst du in dem Fall mit deinen Kompetenzen so... Mit dem Italienischen, ja. Also Italienisch und halt auch vom Anwaltshintergrund ist ja das wahrscheinlich auch ein bisschen in deinen Händen, oder? Grundsätzlich schon. Ich habe das Gefühl, das könnte aber jeder machen. Also wenn wir jetzt mal auf Spanien gehen, dann macht sicher der Matt. Weil ich glaube, das Größte ist wirklich die Sprachbarriere. Ja. Aber jedenfalls haben wir gemerkt, das funktioniert nicht. Darum war seither unsere Taktik, wir gehen einfach nicht aus dem Land. Also wir haben wirklich geschaut, dass wir nicht näher als, ich glaube erinnerlich, sind irgendwie 18 Kilometer gewesen. Ja. Du gehst nicht näher als 18 Kilometer an die kroatische Grenze. Und dann kannst du einfach immer sagen, nein, wir sind nicht eingereist irgendwo, wir sind auch nie aus Italien ausgereist. Wir sind einfach immer noch in Italien. Okay. Und das Gleiche haben wir jetzt auch gemacht bei der zweiten Ausfahrt von Viareggio auf Sizilien. Sind wir nicht näher an Korsika gegangen, sondern einfach runter. Okay. Ja, wir kommen nachher noch dazu im Detail, weil wir haben natürlich da ein bisschen Recherche betrieben und es hat geheißen, es gibt ein paar gute Storys, die du uns könntest erzählen. Aber ja, die erste Fahrt ist eigentlich ein guter Stichpunkt. Das ist ja auch so ein bisschen dort, wo wir aufgehört haben mit dem Luca in der letzten Folge. Und was uns natürlich jetzt wundernimmt, ist, was ist so alles passiert in dieser Zeit? Ja, also eben die letzte Ausfahrt war Ende Juli. Dann nachher im August haben wir ein bisschen Zeit für uns gehabt. Das haben wir ursprünglich so in unseren Plan hineingenommen, dass wenn jemand die Ferien machen, dann ist es im August. Dann nachher sind wir aber recht schnell wieder zum Trainieren gekommen, weil Ende September ist ja nachher der Tour du Lac. Das längste Rennen auf geschlossenen Gewässern, also einmal um den Genfersee. Beziehungsweise man hat gehofft, dass wir mal einmal um den Genfersee herumgehen. Am Schluss, wetterbedingt, haben wir immer müssen ein bisschen vor dem Ende vom Genfersee zurückgehen. Also statt 160 sind es 140 Kilometer gewesen. Ist es schade gewesen, oder? Ein bisschen schon, weil ich finde, es hat schon noch das Flair, wenn du kannst sagen, ich bin um den Genfersee herumgegangen, statt 5 Sechstel vom Weg hin und 5 Sechstel vom Weg zurück. Ja. Aber, also, ist ein Detail. Haben wir das gehabt. Und nachdem haben wir eigentlich also den Herbst durch viel trainiert, viel Planung gehabt, viel Admin, vor allem im Hinblick darauf, dass es dann noch ein Jahr gegangen ist bis zum Rennen. Danach hat der Matt irgendwann noch eine blöde Wette abgeschlossen mit unserem Trainer. Wie hat die ausgesehen? Ja, wir hatten ein Meeting mit ihm und dann nachher ist es darum gegangen, beim Rennen 2024, das ist ein jährliches Rennen, das wir mitmachen. Genau. Für die, die es zum ersten Mal hören, so ein jährliches Rennen, wo du von den Kanaren in die Karibik ruderst. Du hast jährlich auch so etwa 40-45 Teams, die mitmachen, vom Einer bis zum Fünfer. Und in diesem Jahr, im 24, ist einer gestartet, der Mark Slatz, ein Holländer, der nebenbei auch Bootsbauer ist, also er baut sogar sein eigenes Boot, das er drüber rudert. Und er ist wirklich sehr fit. Er hat den Weltrekord im Einer, ist er irgendwie knapp langsamer gewesen als der schnellste Vierer, der jeder Rekord hat. Das ist wirklich crazy.
Und dann haben wir, also ich meine, wir können dann nur vom Hören sagen, klar, ab und zu schreibt man vielleicht nicht ein bisschen Kontakt, aber dann hast du halt all die Mythen fast von ihm umgarnet. Gleichzeitig siehst du online, dass er ein Team zusammenstellt, das er nicht zusammenstellt aus Kollegen, sondern wirklich leistungsbedingt, plus noch in seinem eigenen Boot. Und dann hat der Matt gefunden, ja, dieses Jahr gibt es einen Weltrekord. Und dann hat aber noch unser Trainer gefunden, ja, so einfach ist es nicht, weil du weißt nie von den Bedingungen. Und er hat gesagt, nein, er glaube, es gibt keinen. Und dann hat unser Trainer gesagt, komm, wir wetten doch. Und der Matt fand, gut, wir wetten. Und wir, also der Luca, der Julian und ich, sind im Call und einfach nur zuschauen, wie das geschieht. Dann ist er gegangen, ja, was wollen wir denn wetten? Und dann hat er gesagt, gut, also wenn ihr verliert, dann müsst ihr je 100 Kilometer auf dem Ergo machen. Das. Okay. Und wenn Okay, so habe ich es auch nicht in meinem Kopf gehabt. wenn ihr gewinnt, dann nachher müsst ihr mich irgendwie einen Monat nicht zahlen. Also wirklich, also, sorry Matt, bei aller Liebe, aber wirklich eine von der schlechteren Wetten. Also, Die Stakes sind auf beiden Seiten high gewesen, oder? wie? Also das ist ja... Ja, also ich Nicht sage, ohne. ja. Also ich habe das Gefühl, bei uns ist der Schmerz ein bisschen grösser gewesen, Ja. als für ihn einen Monat. Weil ihr uns sind dann das zu effektiv gönnen. 100 Kilometer Ja, auf dem Ergo gerudert. genau. Also prompt Wett gemacht. Am Anfang hat die Dinge noch gut ausgesehen, nachher hat es gekehrt und dann haben wir sie verloren. Dann haben wir gewusst, ja, Anfang Januar können wir mal einen ganzen Tag einplanen, um das zu machen. Wow, Ja, ich weiß nicht, andere vielleicht, also Frage zurück an dich, wenn ich dir sage, 100 Kilometer und alle wissen ja, was du für einen Hintergrund im Ruder hast, ist schon ungemütlich, oder? es ist, also ich kann es erstens nicht beurteilen, weil ich es noch nie gemacht habe. Und ich habe es auch noch nie versucht. Was ist das längste, was du gemacht hast? Auf dem Ergo? Ja. Ja, 2 Stunden. Also am Schluss sind es vielleicht irgendwie... Ja, aber du bist schnell, also in 2 Stunden kommst du weit. Ja, aber ich sage jetzt maximal 50 Kilometer. Maximal 50 Kilometer. Maximal. Mit Wie- Pausen aber. Und ihr habt es ja ohne Pause gemacht. Ja, ihr am sind Stück. Sitz, also ihr habt lange das habt ihr Sitzen gehabt? nie verlassen. Wir haben das Team ein bisschen unterschiedlich. Der schnellste ist irgendwie knapp unter 7 Stunden gewesen. Und der langsamste irgendwie 7 Stunden 20. Wie viele Kalorien verbrennt man bei einem 100 Kilometer auf dem Ergo? Ich glaube, das Anzeige war irgendwie so 6000 oder etwas. Boah. Also, es ist schon, also wirklich für die nicht wissen, wie Ergofahren ist, sitzen einfach mal 20 Minuten drauf. Und also das ist wirklich schon hart. Und was hat alles nachher, was ist am schlimmsten gewesen? Das Viertel oder die Hände oder der Hunger oder was ist es gewesen? Also das Essen haben wir wirklich recht mies gemacht. Natürlich, wenn du so etwas hast, dann hast du wieder all die Vorsätze. Ja, ich überlege mir genau, was wenn ich mal esse. Und am Schluss, ich bin glaube ich irgendwie mit so Zopfbrötchen gekommen, die ich kleine Stücke geschnitten habe. Der Julie hat einfach gefühlt 5 Powerades neben sich gehabt und hat einfach an dem gesuckelt. Der Luca hat das Gefühl, er macht alles mit den Hafer Proteinbars und hat etwa nach einer Stunde gemerkt, dass er nicht die ganze Zeit nur Süßes essen, das nimmt ihn komplett. Ja. Also er war dann schon in einem Loch gewesen. Und der Matt war eigentlich wie immer recht gut vorbereitet gewesen. Okay. Ja, und sonst, ja, ich meine, es dauert einfach lang. Ich weiß gar nicht, was es war. Irgendwie hockst du am Morgen um 7, 8 Uhr hin und bist halt irgendwie bis am Nachmittag um 3 dran. Mhm. Scheiße. Ja. Krass. Und ich habe gehört, ein paar von euch haben ja nachher recht Probleme gehabt mit dem Sitzen und so. Also auch nach dem Rudern. Mhm. Wie ist es dir ergangen? Das war für mich auch okay gewesen. Hast du keine Schürfungen gehabt oder... Nicht schlimm. Okay. Ja, das hätte ich jetzt gedacht, ist das, was noch am meisten ist. Aber Kurze Frage an euch beide. Was macht Mhm. man eigentlich, wenn man so einen langen Ergo macht? Tut man da irgendwo Vaseline einschmieren, oder? eben, wie gesagt, Bro, ich bin... Ja, aber ich meine, auch wenn du 2 Stunden machst, das ist schon... Ich habe Vaseline eingestrichen, ja. Ja. Also ich habe mich einfach unter die Achseln Ja. und manchmal auch in den Kniekehlen. Dort hat es bei mir wegen dem Schweiß angefangen ripschen. Was ist bei dir? Kniekehlen habe ich nicht so. Der Luca hat das, glaube ich, für uns ab und an. Sonst ja, also einfach unter der Achsel, du musst schauen, du hast die ganze Zeit die Bewegung, die hinterher Ja. geht und je nachdem auch was... Also, Rippst. auch wenn du nichts da hast, wenn du nur den einen Teil dran hast, nach irgendwie ein paar Stunden, ist es halt schon ein bisschen unangenehm. Mhm. Also erinnerlich haben wir Vaseline gebraucht, aber das war eigentlich okay gewesen. Also was du wirklich einfach hast, du bist nachher wirklich am Ende. Mhm. Das schon, also du bist Ja. nachher wirklich kaputt. Magst du überhaupt noch nachher irgendwo geil gehen essen oder, oder bist du so fertig, dass du sagst, ich will jetzt einfach noch ins Bett? Ja, nicht mal zu ins Bett, du bist fast zu wach für das, aber du bist wirklich einfach so ein bisschen... Also du kannst dich nicht mehr gut konzentrieren Lethargisch für einfach etwas. irgendwo. Mhm. Schlussendlich würdest du aber sagen, ist es schon auch ein gutes Training gewesen für das, was ihr vorhabt. Also man muss sehen, 100 Kilometer sind ja nichts im Vergleich zu dem, was ihr am Schluss über den Atlantik rudern, aber trotzdem Mhm. so ein bisschen vom Trainings, von der Idee, ist es ja schon eigentlich noch auch gut gewesen.
Also ich glaube, das Wetter war perfekt gewesen, weil du würdest dich nie, wenn es nicht wäre, dass es irgendwie so ein bisschen Ehrenschulden sind, würdest du das nie machen. Ja. Und was halt immer hilft, ihr könnt es vielleicht von anderen Sportarten, vielleicht irgendwie vom Säckl oder etwas, aber ich habe das Gefühl, wenn du irgendwann mal einen Marathon gemacht hast, dann hast du ab dem Moment nie mehr Angst vor 30 Kilometer laufen. Die mentale Grenze ist verschoben. Ja. Das ist einfach weg. Also, und irgendwie kannst du dann deinen Körper schon zwingen, so weit zu gehen. Und ich habe das Gefühl, sonst war unsere mentale Grenze bei den 42 Kilometern, wo wir einmal gemacht haben, vor einem Jahr. Und jetzt ist sie halt ein bisschen verschoben worden. Ja. Ja, also 200 hat niemand für uns vorzumachen. Ich glaube, das 100 auch nicht normal, aber es ist irgendwie noch cool, dass du weißt, du kannst wirklich einfach 7 Stunden hinhocken und rudern und es geht. Genau. Was haben wir sonst noch für crazy Trainings momentan auf dem Plan? Also der Matt hat uns mal erzählt, ihr wollt euch da irgendwie mal 3 Tage oder so in eine Waldhütte einsperren, ohne Aussenkommunikation und so. Aber ich weiß nicht, hat das jetzt schon stattgefunden? Oder gibt es andere Sachen, die ihr momentan Sicher macht? am Lukas seine Idee gewesen, nicht? Nein, das ist, also uns ist ursprünglich wirklich gesagt worden, von denen, die es schon gemacht haben, wo sie gefragt haben, ja, wie sollen wir auf das trainieren, was müssen wir machen, viel Ergo, viel was ich. Ich sage, ja, Ergo ist schon wichtig, aber wenn du eigentlich wissen willst, wie es wirklich ist, dann geh mit deinen Kollegen 3 Tage in die Waldhütte, nimm nichts mit und schau dir euch in die Augen und schau mal, ob du nach 3 Tagen noch etwas hast, zum zusammen reden, weil es läuft, die meiste Zeit läuft nichts. Also weißt du, wenn du unseren Vlog schaust, dann sieht das so ein bisschen aus, als du hast mal Wellen, du hast mal Sturm, du musst mit dem umgehen. Aber die meiste Zeit bist du halt einfach am Rudern, es ist ein monotoner Sport und es läuft auch nichts. Und du redest schon ein bisschen. Und das ist eigentlich noch gut jetzt bei der Combo, die wir zu viert haben. Also es kommt immer genug Gesicht zusammen, um das Ganze ein bisschen unterhaltend zu gestalten. Ja. Aber im Moment ist das eigentlich mit der Waldhütte, soweit ich weiss, also sicher in unserem Kalender drin, wo recht ausgebucht ist. Was haben wir sonst noch für Ideen? Ja, auf der ganzen Ergo-Schiene ein bisschen weniger. Wir haben ursprünglich mal gedacht, vielleicht gibt es mal einen Tag, wo man 24 Stunden macht, 2 Stunden auf dem Ergo rudern, 2 Stunden Pause, 2 Stunden rudern, 2 Stunden Pause. Mittlerweile ist das zumindest nicht im Vordergrund, weil wir merken halt, je mehr Zeit, dass du wirklich auf dem Boot verbringst, desto besser wirst du in dem und das ist halt wirklich einfach super wichtig. Mhm. Ja, zu dem kommen wir nachher noch. Ihr möchtet ja noch einen anderen Row oder sogar noch 2. Nach dem, was ihr jetzt gemacht habt. Ja, genau, noch 2. Was ich aber doch noch ansprechen will, ist der Ausfall von eurem Hauptnavigator. Das ist ja ziemlich eine wichtige Rolle. Der tut euch sozusagen während dem Rennen dann, oder hat euch gelotst oder ein bisschen Tipps gegeben mit dem Wetter. Du mich korrigieren. Ja, so weit, so gut. Und jetzt hat er gesagt, er steigt aus. Wie war das für euch gewesen und wie habt ihr das Problem schon lösen? Ja, also es gibt ein paar Aspekte im Ganzen. Zum einen unser Weather Guy, der Angus. Wir haben einfach gehört, er sei super in dem, was er macht. Und darum haben wir gefunden, wir möchten gerne, dass er uns ab und zu ein Update schickt, um zu sagen, gehen ein bisschen mehr in den Süden, gehen ein bisschen mehr in den Norden. Es ist aber grundsätzlich so, dass du die Position nicht brauchst. Zum einen kannst du es selber machen, wenn du willst. Und zum anderen kannst du aber auch jederzeit immer die Rennleitung kontaktieren und fragen, wie wird das Wetter? Also die sind über das à jour und die geben auch den meisten Teams eigentlich die Weather Updates. Okay. Also das wäre einfach mehr das Extra gewesen, dass du sagst, wir wollen einen, der wirklich eigentlich in unserem Team ist, designiert für das und wir wissen genau, wie das die Kommunikation stattfindet, wir können auf das aufbauen und wir haben jemanden, der uns die ganze Zeit verfolgt. Aber grundsätzlich brauchst du es eigentlich nicht wirklich. Dennoch, so wie wir sind, haben wir gefunden, nein, wir suchen einen Ersatz und jetzt sind wir eigentlich auf gutem Weg, dass das klappt. Ich habe das Gefühl, haben wir jemanden gefunden, wo, sagen wir so, die Person, die wir jetzt gerne möchten, hat im Angus das beigebracht, was er kann. Okay, der Mentor. Der Mentor. Ja. Ja. Das sind Hot News, die wir da haben. Hä? Ja, ich meine es schon, aber ja. Es kann ja nicht immer alles rund laufen. Nein, das Gibt es ist sonst noch etwas, wo euch ein bisschen zurückgerührt hat in eurem Plan? Oder ist es, seit eigentlich der Luca jetzt bei uns war, eigentlich stetig vorwärts gegangen, Richtung Ziel? Ja, ich habe das Gefühl, du machst halt fast jeden Tag irgendwie ein Schritt zurück und 2 führen. Die 2 führen brauchen einfach ein bisschen Effort. Aber also, wir haben viele Challenges along the way. Aber im Moment würde ich sagen, haben wir nicht jetzt etwas gehabt, was uns wirklich zurückgeworfen hat. Ja. Es ist einfach viel Aufwand. Aber Ja. Haben wir euch noch gern? Ja. Also ihr könnt immer noch viel Zeit miteinander verbringen. Ja. Es wäre ja schade, wenn es jetzt einfach knapp ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr vor dem Rennen nicht so wäre, aber bin ich froh zum Hören. Nein, es ist auch nicht selbstverständlich.
Also, to be honest, wenn du irgendwie ursprünglich zugesehen hast und du weißt, das ist eine Vorbereitungszeit für 3,5 Jahre, in 3,5 Jahren kann viel passieren. Genau. Aber nein, so weit haben wir uns gerne. Gut. Also hat es keinen Moment gegeben, wo du so gedacht hast, oh, was habe ich mich da drauf eingeladen bis jetzt? Mal, das gibt es ab und zu, aber nicht im Sinn von, dass du sagst, auf was haben wir eingeladen, ich will es nicht mehr machen. Das nicht. Aber dass dir immer über die 3,5 Jahre oder bis jetzt 2,5 Jahre verteilt immer mehr bewusst wird, was es alles mit sich bringt. Also dass es nicht einfach nur ist, ich hocke in ein Boot und ich rudere, sondern dass noch 50 Sachen nebenbei sind, die du lernen musst. Ja. Das merkst du halt wirklich erst, indem du sie langsam erarbeitest. Ja. Was hast du das Gefühl, wie fortgeschritten bist du da jetzt von 0, ich weiss gar nicht wie am Anfang, und zu 100, ich bin dann über den Atlantik gerudert und weiss ganz genau, wie es sich anfühlt. Wo bist du da oder wo sind ihr? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so bei 80% sind wir schon, weil wir haben mittlerweile, also wir haben unser Boot, wir haben grundsätzlich alle unsere Kurse gemacht, die wir belegen müssen. Wir haben eigentlich das ganze Equipment, man konnte schon schauen, wie das Ganze funktioniert mit dem Satellitentelefon und so weiter. In der Navigation gibt es immer noch ein paar Sachen, die man verbessern können, das ist natürlich so. Aber ich glaube halt, du wirst nie auf 100 kommen, bis dass du startest, weil ich meine, das Maximum, wo wir mal werden am Stück Ruder, sind 7 Tage. Und nachher, wenn alles gut läuft, bist du ein bisschen unter 30 und das ist halt auch von der Grössenordnung ist etwas komplett anderes. Ich meine, wenn wir weiter gerudert wären von Sizilien, wären wir jetzt ja immer noch unterwegs. Und das ist noch spannend, wenn du überlegst, was ist in den letzten 3 Wochen passiert. Ja. Und du wärst einfach immer noch nichts anderes machen, als alle 2 Stunden stehst du auf, zum 2 Stunden rudern und nachher gehst du wieder 2 Stunden dich erholen. Ja, krass. Habt ihr den Rhythmus jetzt eigentlich können testen bei dieser Ausfahrt? Ja. Sind das mal alle fit gewesen? Nicht wie in der Kroatien-Ausfahrt? Also ab Tag 2 schon. Tag 1 nicht. Also wir sind rausgekommen in Viareggio und wie das so einmal ist, in der Nähe von Häfen, ist halt an der Küstennähe schon rechte Wellen. Und ich habe das Gefühl, es hat keine 10 Minuten gedauert, bis der eine ein bisschen seekrank war und keine halbe Stunde, bis er nachher sich übergeben für die Nacht. Und dann ist noch ein zweiter dazugekommen. Hat aber nicht müssen sich übergeben, aber dann haben sie Stugeron genommen, so ein Medi gegen Seekrankheit. Ja. Und das hat super geholfen. Ja. Okay. Also wenn du sagst, sie genommen, heisst das, du bist dort draussen gewesen und hast einfach gerudert? Ja. Hast das Boot angetrieben? Ja. Eigentlich gleiche Situation wie auf der Adria. Ja. Wie kommt es eigentlich, dass du nie seekrank wirst? Ich weiß nicht, holt so lange. Ich hoffe, es bleibt. Es sieht nämlich mies aus. Ich weiß es nicht. Was ich nachher bin, ist recht landkrank. Ja. Das merke ich. Also ich habe das Gefühl, ich passe mich zumindest im Moment recht schnell an als Wasser. Weiter im Ohr. Ja. Aber nachher, wenn du an Land bist, dann nachher bin ich irgendwo. Mhm. Ja, voll. Um das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen von vorne aufrollen, euch Abenteuer. Eben, das war eure zweite grosse Meeresrow sozusagen, oder? Ja. Und wie entscheidet ihr eigentlich wohin ihr geht? Du hast es vorher schon ein bisschen angetönt, ihr schaut, dass ihr das Land nicht verlässt. Schaut ein bisschen, welche Sprache können eure Teammitglieder. Was gibt es sonst noch so für Punkte, die ihr anschaut, wenn ihr entscheidet, wo ihr hingeht? Zum einen halt die Nähe. Ich meine, das Boot wird immer transportiert auf dem Anhänger. Das heisst, du kannst nicht allzu schnell fahren, du kannst nicht irgendwie 150 blochen, sondern bist halt auf deinen gemächlichen 80. Und das heisst, es dauert alles ein bisschen länger. Und zum anderen, also jetzt für Sizilien, haben wir es eigentlich am Schluss am Tag davor entschieden, was wir machen. Das klingt so falsch eigentlich, weil ihr sind ja hochgradig vorbereitet, aber... Ja, man muss natürlich schon sagen, dass zuerst haben wir eigentlich obendran vom Anfang von Italien Richtung Frankreich, bei dieser Grenze, ab dort haben wir 6 Häfen gehabt, aber bis in Toskana, wo wir gewusst haben, so im Abstand von, was sind, 50 Kilometer oder ein bisschen mehr, könnte man dort einen Hafen haben, der eine Rampe hat. Das heisst, das haben wir schon alles abgeklärt. Dann haben wir geschaut, was wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir gesehen, die eine Möglichkeit wäre, je nachdem wie das Wetter mitspielt, dass wir die 5 Tage 700 Kilometer rund könnten machen, indem dass wir einmal um Korsika fahren. Dann war die Frage, ob Uhrzeiger oder Gegenuhrzeiger sind. Eine zweite Option war, dass du eigentlich im Becken oberhalb von Korsika bleibst, so ein bisschen Genua, Monaco, und natürlich zu Atlant zu gehen, und Elba, so ein bisschen das Dreieck. Und die dritte Option, wo es halt wirklich recht gut aussieht vom Wind, war einfach einmal quer runter, hoffen, dass es nicht Tunesien-Land ist und Sizilien. Okay. Ja, es ist... spannende Überlegungen. Und allgemein so ein bisschen wie, also vielleicht nicht, musst du ja nicht ins Detail gehen, aber so
die allgemeine Vorbereitung auf so einen Mittelmeertrip. Eben, du hast gesagt, ihr habt es eigentlich kurzfristig vorher entschieden, wohin, aber ich meine, die euch ein bisschen verfolgen, die haben ja überall gesehen auf Insta und so, dass ihr eigentlich noch Wochenende vorher alles gepackt habt. Was sind so die wichtigsten Vorbereitungen, die man muss treffen muss, wenn man jetzt, blöd gesagt, aufs Mittelmeer rudern will? Fairer Punkt. Zum einen, was wir gemacht haben dieses Jahr, ist, wir haben so all die Safety Drills auch mal getestet auf dem Zugersee. Also wir haben mal einen Para-Anker im Zugersee aufblasen lassen. Das ist so eigentlich, wenn du in der Mitte bist vom Meer, dann bringt es ja nichts, wenn du irgendwie 1 Kilometer lange eine Kette willst für deinen Anker, sondern du hast mehr so ein bisschen wie ein Fallschirm, der aufgeht und dann recht stabil dich hebt und dann wirst du nicht so rumgeblasen vom Wind oben dran. Und das haben wir zum Beispiel am Zugersee ausprobiert. Also du probierst all die Sachen aus, dann nachher musst du recht viele Sachen einkaufen, weil auch dort wieder, wir haben das Boot frisch gekauft und wir haben versucht, alles ein bisschen effizienter zu gestalten. Das heisst, bis wir endlich mal so weit sind, dass wir das ganze Equipment zusammen haben, das du an Bord hast, das ist eine rechte Sache. Dann hast du Routenplanung ist etwas, Navigation ist etwas und dann nachher hast du natürlich auch das ganze Essen. Ja, okay. Und so oder wie viel Essen haben wir am Schluss mitgenommen, dass man sich das etwa vorstellen kann für die 5 Tage? Wir haben, dass wir wirklich geschaut, dass wir pro Tag etwa 7000 Kalorien haben. Okay. Mal 5 Tage. Das war auch noch lustig. Wir waren irgendwo mitten im Tyrrhenischen Meer. Und dann nach etwa 3 Tagen ist uns aufgefallen, weil am Anfang hat der Wind nicht so ganz mitwollen. Und wir haben eigentlich gedacht, okay, die ersten 2-3 Tage wird ein bisschen ruhig und nachher wird es richtig schnell. Das heisst, wir schaffen es in 5 Tagen. Dann ist der Wind nicht gekommen und der Wind nicht gekommen und der Wind nicht gekommen. Dann plötzlich dachte ich, wir haben eigentlich wirklich nur Essen mitgenommen für genau 5 Tage. Ja. Wir haben nicht mal überlegt, was passiert, wenn wir irgendwie noch 2 Tage verlängern müssen. Einfach gar nicht. Ja. Einfach nur 5 Tage. Haben das dann geschafft? Ja. Voll. Aber einfach, ja. Das ist ein bisschen Sport gefallen. Nein, aber wir haben einfach Essen dabei gehabt, 4 Personen für 5 Tage. Okay, ja, es ist doch eine gewisse Menge. Was ist eigentlich dein Go-To-Menü? Auch Ramen. Soba-Nudeln und Ramen. Ja. Snacks? Querbeet. Ja. Zuckrig? Oder salzig? Auch salzig ist schwieriger zu finden, aber macht eigentlich mehr Spass. Ja. Also Blevita sind wirklich super, aber auf der anderen Seite Marzipan ist auch top. Aber nachher, was du nicht machen kannst, du kannst nicht die ganzen Dinge schälen und süße Sachen essen. Das lüpft dich fast. Ich wäre eben, glaube ich, so der Typ, ich hätte verdammt Bock auf Peanut Butter, aber das stelle ich mir richtig nasty vor, auf offener See. Hast du mal Peanut Butter in deine Soba-Nudeln oder deinen Ramen rein da? Ich mache oft wirklich Asianudeln mit einer Peanut Butter Soße. Das habe ich auch gemacht. Das ist geil, weil dann haust du einfach noch 200-300 Kalorien mehr rein mit so einem Löffel und das ist super. Könnte es eigentlich sein, dass die Halluzinationen, die ihr bekommen habt, Ja. also ich weiss nicht, du musst dann sagen, ob du auch hast, Aha. dass das von eurem Essen, von eurem Astronautenfood gekommen ist? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, es kommt einfach davon, dass es dunkel ist. Du schläfst fast nicht. Die letzte Nacht haben wir ja noch durchgemacht, weil es so Wellen hatte. Mhm. Wir wussten, es ist die letzte Nacht. Und dann ist es dunkel und dann hast du irgendwie Eindrücke. Und, ja. Also man muss sagen, 2 von euch haben ja recht lustige Halluzinationen gehabt. Hilf mir kurz. Also der Matt, ja. Der Matt und der Juli ja auch. Was hat der Juli gehabt? Er hat es mir gerade letztens erzählt, also an seinem Geburtstag hat er es mir gesagt, und zwar jetzt weiss ich es gerade nicht mehr, aber auch irgendwie so komisch, jemand hat ja einen Pelikan gesehen. Das war der Juli. Ich glaube, also der Matt hat ja den Timo gesehen. Ja, voll. Wir haben mit dem Timo geredet, sind wir das 5. im Boot. Ja. Genau, Ja. und dann hat er sich anscheinend die ganze Zeit gefragt, wieso jetzt einer fehlt, oder? Also er hat nur 4 Leute. Nachhinein? Ja. Er hat nur 4 Ich habe das gesehen. Gefühl, wir sind nur zu 4, wo ist der 5? Also Der Timo ist ja die ganze Zeit davon rum. überzogen gewesen, sind es 5 auf das Wasser. Aber er hat es zumindest kommuniziert, also er hat schon gemerkt, dass es komisch ist. Aber Wie geht man in so einer Situation mit einem Teamkollegen um? Also, Ja, ich meine, kannst du nicht viel machen. nicht viel, bist du ja okay, noted. Mhm. Ich kann nur, wenn ich... Der Timo ist verschlafen in der Kabine, chill. Ja, wahrscheinlich. Nein, also er ist sich dessen schon bewusst gewesen, aber ich weiß auch nicht, was das genau war. Okay. Aber mir ist nur gewesen, ihr könnt sicher das Supercell-Logo, Ja. was so schwarz-weiß ist, Ja. ein Supercell von, ich glaube, Clash of Clans oder irgend so etwas Ja. ganz am Anfang. Und es scheint, dass ich das irgendwie früher in meiner Jugend ein bisschen zu viel gespielt habe, weil ich habe das wirklich seit irgendwie 10 Jahren nicht mehr gesehen. Aber wenn ich auf die Anzeige geschaut habe, die wir haben an Bord, wo uns zeigen, in welchem Grad wir gerade rudern, was sehr wichtig ist, zum Sizilien zu tüpfen, habe ich immer Supercell gesehen. Und ich habe es auch nicht wegbekommen. Und dann habe ich gefunden, nein, ich kann nicht mehr steuern. Also Julie, du musst. Ja. Krass. What the Ja. fuck, ja. Und so eben die Erlebnisse,
Angst, ist das ein Thema gewesen? Oder wie geht man mit dem um, was du eigentlich vorher noch nie gesehen hast und jetzt erlebst? Und das dürfte dir ja keine Angst machen. Wir haben letztens darüber diskutiert, zum Beispiel Stichwort Wellen. Wie haben ihr das gehandelt? Du hast natürlich schon in gewissen Momenten hast du schon ein bisschen Angst bzw. Respekt, aber du bist in einer Situation, wo du einfach halt damit umgehen musst. Und du weißt aber auch, dass wenn du einfach normal damit umgehst, dann you're gonna be fine. Und das erste Mal war einfach das Thema, wir waren auf der Adria und dort haben wir ja schon mal das erste Mal ein bisschen grosse Wellen gehabt. Und dort war einfach unsere Angst vor allem nicht per se die Wellen, weil du merkst recht schnell, das Boot handelt das gut. Also im Boot ist pudelwohl. Das Problem ist nur, du musst dich als Mensch daran gewöhnen, dass es wirklich gerade am Passieren ist. Und das war aber mehr das Thema, dass wenn dich so Wellen halt in eine Richtung schieben, kannst du fast nicht beeinflussen. Du kannst nicht sagen, ich will genau in die andere Richtung. Also sie haben schon eine gewisse Kraft. Und danach war das Thema, dass wir nicht gewusst haben, ob jetzt irgendwann mit in der Adria eine Bohrinsel kommt oder etwas, wo du musst schauen, dass du die halt nicht töpfst. Das heisst, das war dort vor allem die Angst gewesen. Und jetzt das Mal war es halt, okay, es kommen wieder Wellen, es kommt wieder Wind, so ein bisschen same old, einfach das mal ein bisschen grösser. Das heisst, das ist eigentlich können handeln. Und das Mal war es auch wieder ein bisschen gewesen, dass wir einfach gefunden haben, hey, also meine, starten ist noch einfach. Dann nachher, dass du weißt, dass du etwa 700 Kilometer machen auch. Aber dass du am Schluss wirklich San Vito Lo Capo, den Hafen genau tüpfst und nicht irgendwie plötzlich in Tunesien bist und nicht plötzlich irgendwie auf Rom und Kalabrien raufgeschwimmt wärst. Das ist halt so ein bisschen das andere. Und darum, das ist dann halt ein bisschen das Thema, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt die Nacht durch. Der Julie ist immer an der Seil zum Steuern. Weil es war nicht gewesen, dass die Wellen uns perfekt an den Hafen gebracht haben. Es war nicht gewesen, dass wir einfach im Lot 90 Grad können sagen, wir gehen genau mit der Welle und das führt genau zu San Vito Lo Capo. Sondern wir haben eigentlich immer ein bisschen schräg müssen zu der Welle stehen, damit du da kommst. Und darum, du weißt, ja, es wird jetzt halt ein bisschen mühsam, es wird ein bisschen eine strenge Nacht, aber du weißt auch, dass es okay ist. Im Boot macht sicher nichts aus und dann gut, wir haben ja auch keine andere Wahl gehabt, weil Essen haben wir keine mehr gehabt. Ja, ein bisschen vielleicht, aber nicht mehr das Gute. Ja. Und was mir auch als Vögel zwitschert hat, ist ja, dass ihr mal an einem Kriegsschiff begegnet sind. Ja. Und das hat etwas von euch wollen, oder wie hat die Story am Schluss genau geendet? Ja, also wir waren in der letzten Nacht, wo wir eigentlich bald dann hatten Sizilien gesehen in der Ferne. Es war stockdunkel, es hat Wellen gehabt, es hat noch wirklich ab und zu einfach richtig abgeschüttet. Das heisst, du hast oberhalb von dir eine dunkle Wolke gehabt, das heisst, du hast nicht mal die Sterne gesehen, es war wirklich dunkel. Ja. Und dann nachher in der Ferne plötzlich also wir rudern immer in die Richtung vom Rücken, das heisst, du siehst gar nicht, wo du hingehst. Aber der Julie, der am Steuern war, hat gesehen, dass in der Ferne jetzt irgendwie so ein paar Lichtchen und die Lichtchen kommen näher. Und dann grundsätzlich, ich meine, wahrscheinlich auch ein bisschen Fälle, dass wir nicht genau gewusst haben, was die Lichtchen bedeuten, aber was wir schon noch gewusst haben, ist, je mehr Lichtchen, desto grösser ist das Schiff. Und das sind wirklich viele Lichtchen, das war ein halber Weihnachtsbaum. Irgendwie, es haben irgendwie 3 Weisse und irgendwie noch 3 Grüne, also wirklich einfach ein riesiges Schiff. Und wir haben es nicht ganz zuordnen. Und dann nachher haben wir halt noch das Gefühl, die müssen uns jetzt eigentlich anfunken, weil so wie es aussieht, sind wir schon ein bisschen auf einem Kollisionskurs. Und wenn das eigentlich auf deinem AIS, also auf dem entsprechenden Gerät siehst, dann würde man sich eigentlich kurz anfunken, um zu sagen, komm, wir weichen uns ein bisschen aus und was hast du für einen Kurs? That being said, sind wir nachher irgendwann schauen und dann sind wir tatsächlich angefunkt worden von ihnen. Und zwar mit, La Luna, this is Italian Warship. Please go to Channel 17, damit wir uns kurz verständigen können. Ja. Und dann nachher haben wir das halt verpasst, weil das irgendwie drin war und mehr Nachricht als Funk. Dann nachher sind wir auf den Channel 17 gegangen, haben es nicht reagiert. Und dann sind wir auch froh gewesen, dass das Boot nicht plötzlich irgendwie umkehrt und du statt die grünen Lichtchen die roten siehst und weißt, jetzt kommt es auf dich zu. Ja. Sondern es ist einfach an uns vorbeibrettert. Ja. Okay, also nichts von euch nicht gesagt. Nein, ist ja gar nicht knapp gewesen am Schluss, weil die sind so schnell und wir sind so langsam. Aber im ersten Moment verschreckst du halt ein bisschen, weil du siehst es nicht auf dem Navi, weil es halt ein Kriegsschiff ist. Das heisst, es ist so ein bisschen unter dem Radar. Du siehst aber auch, dass es einfach überall leuchtet. Ja. Okay, ja. Also eben die Nächte müssen ja ziemlich dunkel gewesen sein. Ja, die letzte vor allem, weil es auch immer noch dazwischen geregnet hat. Sonst eigentlich in der Nacht siehst du recht gut, du siehst die Wellen auch nicht schlecht, die Augen gewöhnen sich gut dran und tatsächlich Sterne werden auch recht hell. Also du hast nicht nur den Mond, sondern wirklich ein Sternenlicht, das ist auch hell. Gut, hast ja keine Lichtverschmutzung, oder? Ja. Auf offenem Meer. Okay.
tun die dann so wirklich wie so alte Navigatoren so in die Sterne schauen und sagen so, jetzt tun wir den Kurs einschlagen, oder dann machen wir das alles noch mit der Elektronik. Ich habe mir den Vorsatz mal genommen, ist leider nicht daraus geworden. Ich habe mir so eine Pro-Version von einer von diesen Sternenfindern runtergeladen. Ich dachte so, wie cool ist es, wenn du so ein bisschen weißt, was ist. Ich habe einfach ein teures Abo gezahlt für zu lang. Gut, Nein, vielleicht weisst du es dann nach 30 Tagen auf dem Atlantik. Vielleicht. Aber ich muss sagen, es gibt aber plötzlich noch viel mehr so kleine Sterne, die so den so Zwischenbereich füllen. Und die sind mir halt neu. Ja. Nein, also es ist cool, es ist schön, aber nein, navigieren durch das könnte ich mir nicht. Okay. Ja, vielleicht, wenn wir schauen, eben, du sagst ja, ihr seid 5 Tage unterwegs gewesen. Wie sieht es aus von der Pace, also eben auf die 700 Kilometer? Ist das so ein bisschen repräsentativ gewesen für das, was ihr nachher auf dem Atlantik werdet haben? Oder sind ihr da schneller unterwegs gewesen, einfach weil es eine kürzere Distanz ist? Oder wie hat das ausgesehen? Also die ersten 2-3 Tage wären wir nicht genug schnell gewesen für Atlantik, aber haben wir auch wirklich einfach keinen Wind gehabt, beziehungsweise wenn, dann leichter Gegenwind und das macht so viel aus. Ja. Und keine Wellen. Und nachher sind wir genug schnell gewesen. Da haben wir aber auch Wellen gehabt. Für alle Ruderinnen und Ruderer unter uns kann man das, also wie die Pace auf dem Ruderboot, das ist ja immer noch ein Ruderboot, die sind am Rudern. Was ist das pro 500 Pro Meter? 500 ist es, glaube ich, etwa so 3 Minuten 30 bis 4. Wahrscheinlich so. Okay. Das ist wie Ich glaube so 3,30. Und So das etwa wäre 7 jetzt- Minuten pro Kilometer. Das wäre jetzt die Pace, die ihr braucht für die 30 Tage? Oder ist das so, das ist die Pace, die man im Mittel hat? Oder was ist das für ein Pace? Ja, also wir sollten haben, also der Rekord ist, glaube ich, basierend auf 3,7 Knoten. Ja. Mal 1,853, irgend sowas. Ich glaube, du Mhm. bist so leicht unter oder um 7. Ja. Das heisst so 3,30 im Schnitt. Mhm. Müsstest du haben, ja. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem Ergo, also Ja. das hat irgendwie eine Tonne schwer ist. Ah ja gut, das ist ja klar. Dumme Frage, Mhm. aber eben wegen dem Wind. Ja. Könnte man theoretisch irgendwie auch ein Segel spannen? Ja, nein, ist gegen die Regeln. Ja, das habe ich fast vermutet, aber ich meine, jetzt, also rein theoretisch wäre es ja dann relativ tiefig. wenn das- Also ich glaube, das gibt sicher Leute, die das versuchen und das kannst du sicher machen, ja. Also könntest du irgendwelche Kleider oder Tüchli spannen, die dir ein bisschen helfen, wenn... Ja, ich meine, du hast lange Ruder, wahrscheinlich kannst du dort irgendetwas hinspannen und stellst das auf und verkabelst das. Mhm. Und, also ich bin überzeugt, dass es Teams gegeben hat, die das irgendwie versucht haben. Es hat sogar mal ein Team gegeben, das irgendwie zum Witz, also als Spaß so etwas aufgehängt hat, aber sich irgendwie dabei gefilmt haben, so haha, wir haben ein Segel und die sind halt gerade disqualifiziert worden. Fantastisch. Ja, wirklich blöd. Nein, also bei uns ist es wirklich kein Thema. Wir schauen sogar extra vorsichtig drauf, wenn jetzt, zum Beispiel bei der Adria, wenn es super heiß war, irgendwie 40 Grad runterbrennt, Ende Juli, dann nachher haben wir sogar geschaut, dass nicht irgendwie zu viel spannst und kein Dach wirklich baust. Und Mhm. das ist schade, weil das Dach wäre noch gut in der Sonne. Das glaube ich. Stimmt, ja. Ist es eigentlich das mal kälter gewesen? Weil letztes Mal auf der Adria war es ja wirklich ziemlich heiß gewesen und Hitzeschlaggefahr war rum gewesen. Mhm. Wie war es jetzt gewesen, so von den Temperaturen? Gut. Teilweise eher ein bisschen kalt, weil es halt nass war. Ja. Aber eigentlich sonst zum Rudern top. Okay. Also kann man oder ist das auch repräsentativ gewesen für den Atlantik? Wahrscheinlich nicht ganz, oder? Weil ihr rudert ja ziemlich nah am Äquator nachher. Ich glaube, so für die erste Woche, zumindest vom Hörensagen, eher repräsentativ. Ja. Und nachher würde es dann wahrscheinlich eher gegen Adria gehen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen ein smoother Übergang von, Mhm. so wie wir es jetzt haben, zu Adria. Also ich glaube, das Mhm. haben wir so die beiden extrem ein bisschen abgedeckt. Okay. Ja, und dann sind wir dann irgendwann mal angekommen und ich habe dann gesehen bei euch auf Instagram, es hat ein richtiges Festmahl gegeben. Mhm. Also, auf was hast du dich am meisten gefreut gehabt? War irgendetwas Frisches. Aber ich wüsste im Fall nicht mal genau. Einfach etwas Frisches. In meinem Kopf sagen wir immer irgendwie so eine frische Zitrone oder etwas, ein Ja. Zitronenwasser. Ja, aber dann sind wir ins Restaurant gegangen und vor allem der Luca ist ja unser absoluter Weltmeister im Essen. Ich Ja. glaube, sie hat irgendwie 4 Teller bestellt. Und hat wirklich auch alle gegessen. Geil. Krass. Also die Serviertochter ist wirklich nicht mehr rausgekommen, was da mit dem Luca passiert. Habt ihr eigentlich Kalorien getrackt gehabt, die ihr verbrannt habt pro Person? Wo wir verbrannt haben? Ja. Nein. Das trackt ihr nicht. Halt einfach so ein bisschen Handgelenk mal Pi. Handgelenk mal Pi Ja. im Voraus, aber nachher jetzt nicht irgendwie mit einem Messgerät oder etwas. Okay. Mhm. Aber habt ihr dann gemessen, wie... Beziehungsweise ich nicht. Ich weiß gar nicht, Ja. ob einer von den Jungs irgendwie Garmin angehört, der dann etwas sagt. Hat man irgendetwas gesehen beim Gewicht? Also weißt du, ob ihr da im Defizit sind oder ob ihr es eigentlich gut bereicht habt? Das war okay, gewesen, das Mal. Ja. Also wirklich nicht grossen Unterschied.
Was ist denn so das Fazit jetzt von dieser Ausfahrt? Was hat funktioniert und was hat noch nicht so funktioniert? Es hat wirklich eigentlich, also ich finde, es hat recht viel funktioniert. Es war cool gewesen. Hat Spass gemacht? Ja, Spass, aber vor allem auch hat recht Vertrauen gegeben jetzt in die Nächsten. Weil die Adria ist ja in vieler Hinsicht viele Learnings, aber in vieler Hinsicht ein paar Sachen, die man halt wirklich vermeiden konnte. Und das Mal bist du wieder mehr, also im Essen hast du wieder ein bisschen mehr gelernt, dass man lieber noch ein bisschen mehr Snacks mitnimmt als Hauptmahlzeiten. Navigation, wir müssen auch noch besser auskennen. Was wir gemerkt haben, die ganzen technischen Geräte, das reicht nicht, wenn du 50 oder 80% weißt, wie die funktionieren. Du musst die wirklich auch noch besser können. Das haben wir gemerkt. Ja. Damit du einfach keine Überraschungen hast. Aber sonst habe ich es eigentlich recht solid gefunden. Ja, also hat es effektiv Spass gemacht? Währenddem auch? Oder ist es mehr so gewesen, hey, geil, es ist fertig, alles ist gut gegangen, das macht Spass? Type 2 Fun. Ja, das war ja meistens bei mir im Rudern so gewesen. Ja. Ich weiss nicht, wie es bei dir jetzt während dem Rudern auf dem Meer gegangen ist. Mhm. Also eher, ich würde sagen, eine Mischung, aber natürlich schon auch viel Type 2. Du hast in diesen 5 Tagen, also im Ganzen haben wir 116 Stunden gehabt, ich glaube für 702 Kilometer, hast du halt Momente, wo es wirklich Spass macht, wo irgendwie die Sonne steht gut, die Bedingungen sind schön, du siehst irgendwie vielleicht, was ich cool finde, als die Explorer, irgendwie, du siehst einen Schildkröte oder einen Delfin oder einen Flügelfisch oder einen Qualle oder irgend so Zeugs. Das Mal war es ja anscheinend eine einseitig Gelähmte ja, und keine Tote. Ja, schlimm. Nein, wir haben eine Schildkröte gesehen und ich dachte, Jungs, das ist eine Schildkröte, komm ich hier um. Natürlich hat niemand Bock auf das. Ja. Und dann sind wir in die Nähe gegangen von der Schildkröte. Dann sind wir hingefahren zu der Schildkröte. Und ich weiss nicht, ich habe mich gefreut, jetzt cool, so eine grosse Schildkröte, jetzt mit im Tyrrhenischen Meer. Und dann Kommentar war, der eine hat gefunden, wow, was? Ja, nein, aber die sieht ja tot aus. Die bewegt sich fast nicht. Nein, die ist im Fall einseitig gelähmt. Weißt du, weil sie einfach so ein bisschen am Schwafeln war mit einem Arm. Ja, und haben das nicht rausgefunden? Ja, solange ihr sie nicht getroffen habt mit dem Ruder. Also ich habe das Gefühl, wenn sie so gross ist, dann ist die eigentlich topfit, die bewegt sich einfach so. Das wäre sie nicht so gross geworden. Ja. Aber long story short, nein, ich finde, das sind so Sachen, wo schön sind. Oder irgendwie der Sternhimmel am Abend, das mal Biolumineszenz haben wir ein bisschen gehabt, ein bisschen weniger. Aber natürlich viel davon ist wirklich auch, du stehst auf und du hast keinen Bock zum Aufstehen und dann bist du am Rudern und es ist zäh oder du hast irgendwie Bedingungen, die irgendetwas sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es gleich fun ist wie, auch nicht, Go-Kart fahren oder irgendetwas. Ich nehme auch immer Go-Kart fahren. Ich nehme im Fall auch immer Go-Kart fahren. Wirklich? Um etwas zu vergleichen? Ja, safe. Ja, aber es gibt ja auch wenig, wo mehr Spass macht als Go-Kart fahren. Das ist schon sehr cool. Weiß nicht, Formel 1 vielleicht? Ja, natürlich, umso schneller das Auto wird, desto lustiger. Nein, ja, aber ich weiss, was du meinst. Okay. Ja. Also es ist nicht eine Leide-Aktivität, aber es ist jetzt auch nicht so immer mega fun. Ja. Wie gehst du eigentlich mit dem um? Also wie motivierst du dich, wenn du dort in der Kabine rein bist und weißt so, okay. Also stellst du dir einen Wecker oder wie funktioniert das? Ja. Okay, der Wecker geht ab und du weißt so, okay, scheiße, zurück in den Stollen. Ja, nicht viel, du gehst halt einfach. Plus weiss ich, dass der Matt pisst wäre, wenn ich zu spät komme. Ist er wirklich so ein bisschen, also ist er so, wie sagst du dem, halt der euch dazu treibt? Nein, du musst wissen, es ist ja so von der Kabine, ich teile meine Kabine mit dem Matt. Das heisst, immer wenn ich mich am Erholen bin, ist der Matt am Rudern. Und dann tun wir uns abwechseln. Okay. Das heisst aber auch, dass wenn es in der Nacht ist und im Matt ist sein Schlaf sehr wichtig und ich bin 5 Minuten spät, dann ist er hässig, weil er hat halt 5 Minuten weniger Schlaf. Ja. Von 2 Stunden ist schon das viel. Ist schon viel, ja. Voll. Okay. Nein, darum, also mehr als Witz. Nein, okay. Du motivierst dich einfach damit, dass du weißt, jetzt musst du halt aufstehen. Das passt schon. Okay. Hey ja, das klingt schon noch heftig zum Teil. Vielleicht so ein bisschen zum Abschluss von dem Row. Wie hat sich jetzt die Einstellung, deine persönliche Einstellung zu dem Gedanken Atlantik, hat sich die geändert? Ein bisschen positiver. Okay. Ein bisschen entspannter. Inwiefern? Ja, aber die Adria war, wir haben vor 5 Tage zu machen. Am Schluss haben wir 3 Tage gemacht. Einer war komplett out, der andere war so halb out. Das mit dem Essen hat nicht geklappt. Wir haben das erste Mal Wellen gehabt. Es war unglaublich heiß. Also es sind wirklich viele Sachen gehabt, wo wir gemerkt haben, wenn du so 30 Tage machst, machst du dir wirklich keinen Gefallen. Und das Mal war es einfach so, es war immer noch streng, es hat schwierige Momente gehabt, aber vor allem jetzt rückblickend fallen mir eben nicht mehr allzu viel von denen ein.
Und von der Adria habe ich mehr. Darum habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen positiver. Und was auch sehr schön ist, wo wir gesehen haben, dass wieder Wellen kommen. Du bist halt wirklich, du kennst dich mittlerweile schon fast ein bisschen aus damit. Ich sage nicht, dass es weniger belastend ist oder dass du nachher nicht noch ein bisschen, also gleich seekrank bist oder nicht halluzinierst, das nicht. Aber du bekommst halt immer mehr so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie handelbar ist. Das ist schön. Und den anderen geht es gleich, oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, für alle ist es eigentlich wirklich eine gute Ausfahrt gewesen. Ja. Ist doch nice. Hoffen wir, ja, dass das immer so weitergeht. Auf ja. Vielleicht noch ganz kurz zu dir als Anwalt. Und ich weiss ja, dass ihr viel zu tun habt nebendran und auch viel mit 44 West. Wie tut man das eigentlich an einem Arbeitgeber präsentieren? Hey, ich ruder jetzt über den Atlantik, ich will jetzt weniger arbeiten. Oder wie macht man das, wenn man einen ambitionierten Job nebendran hat und gleichzeitig noch so ein grosses Projekt? Ja, bei mir ist halt der Vorteil, ich kann es einfach im Vorstellungsgespräch sagen, dass ich gesagt habe, ich komme mega gern, ich freue mich, wenn ich da bin, gebe ich Vollgas, gehe voll rein. Aber, aber ich brauche einfach den Dezember und den Januar brauche ich unbezahlt und ihr müsst euch bewusst sein, dass der Großteil von meiner Ferien bin ich auf dem Boot. Das heisst, ich bin wirklich ich bin einfach nicht erreichbar. Nein, ich bin nicht erreichbar. Also, weil eigentlich sonst ist es ein Job, wo du ein bisschen, schon nicht 24/7, aber größtenteils bist du immer ein bisschen erreichbar. Es kann mal sein, dass du am Wochenende vielleicht etwas reinschneit oder wo kurz eine Antwort zumindest musst schreiben, damit es weitergeht. Und dann habe ich einfach sagen, es geht halt auch nicht. Und das passt so weit und sonst ist es natürlich schon intensiv. Ich habe einfach gelernt, die beste Zeit zum Trainieren ist über den Mittag. Dort hast du so ein 1,5 Stunden Fenster, wo wirklich einfach allen ist egal, wo du bist. Ja. Und am Abend nachher weisst du nie, ob irgendetwas zugeht oder nicht. Und plus hast du auch mal Lust auf deine Ruhe, wenn du überhaupt mal findest. Ja. Was findest du eigentlich strenger? So das Administrative als Vorbereitung oder mehr das Körperliche mit dem Training? Also beim Training ist es nicht einmal das Körperliche, sondern es ist mehr, dass es einfach auch noch ein To-Do ist on top, wo du dich immer ein bisschen dazu musst überwinden, wenn du jetzt gerade irgendwie viel los hast oder mal nicht so viel geschlafen hast. Aber am Schluss, eigentlich immer wenn es gemacht ist, fühlst du dich gut. Das Administrative finde ich jetzt viel befriedigender als die letzten Jahre. Weil, als wir angefangen haben, dann ist das Administrative sind viel so, du hast so ein bisschen Sisyphus-Arbeiten gewesen. Du hast irgendwie mal Sponsoring-Slides gemacht und dann hast du die wieder aktualisiert und dann hast du wieder eine Version gemacht und wieder. Und es war einfach so unendlich gewesen. Weißt du, wie viele Versionen das ihr mittlerweile habt von dem? Wirklich zu viel. Also es sind so viele Iterationen von diesen Slides. Und jetzt sind die Tasks mehr, okay, wir haben die Versicherung, müssen wir noch für ein Jahr abschließen. Einmal unterschreiben gemacht. Dann nachher hast du irgendwie die ganzen Einreisesachen, Dokumente musst du einmal aufladen, dann hast du es gemacht. Das sind wirklich Tasks, die du jedes Mal, wenn du ihn machst, kannst du so langsam immer mehr abschaben vom grossen Buch. Ja. Und darum habe ich das Gefühl, es sind nicht mehr so die, vor allem mit dem Sponsoring eigentlich recht gut. Also wir sind noch nicht ganz fertig, falls irgendjemand sponsern will. Wir sind sehr froh, zu machen, das Logo über den Atlantik zu rudern. Wo kann man euch kontaktieren diesbezüglich? Auf unserer Webseite, 44west.ch. Dort, und sonst wirklich einfach melden auf mail@44west.ch. Wir schreiben super gerne und haben eigentlich wirklich auch Lust, um mit coolen Sponsoren zusammenzuarbeiten. Wir sind einfach jetzt so weit, dass wir wirklich den Fokus gesetzt haben. Das heisst, wir machen ein bisschen weniger Sponsoring-Arbeit gegen außen, außer mit den bestehenden. So können wir denen auch ein bisschen das bieten, was wir versprochen haben. Und ja, ich finde, seitdem Sponsoring ein bisschen abgenommen hat, finde ich, das Administrative ist um. Wir müssen schon noch ein paar Sachen machen, aber es ist eben so, dass weniger das Langzierte und Unendliche. Okay. Wie sieht denn jetzt generell der Fahrplan aus? Eben, wir haben es gehört, es gibt noch 2 Ausfahrten unter anderem. Ja. Was ist sonst noch angedenkt? Haben wir jetzt, die nächste Ausfahrt ist Ende Mai, unsere Hauptprobe, wo wir so die ersten 7 Tage simulieren vom Rennen. Dann nachher haben wir noch Termine, wenn es darum geht, um das ganze Technische. Irgendwann haben wir noch die ganze Bootsabnahme. Dann nachher muss man auch noch schauen, dass das Boot an und für sich auch stabil ist. Und zwar, das ist so ein Dokument, das nicht der Boothersteller unterzeichnen darf, sondern du brauchst eigentlich wirklich ein Zertifikat, dass das geprüft worden ist, dass es in sich hebt. Und das musst du von einem anderen... Audit, oder was? Ja, so ein Mini-Audit, ja. Genau. Nein, so eine Inspection eigentlich und ein Clearance, dass es passt. Und dann nachher wird dann das Boot irgendwann verschifft. Beziehungsweise davor muss ich noch sagen, wenn wir eigentlich noch einmal so ein bisschen auf Atlantik gehen. Also wir haben noch vor, nach dem Ende Mai, 2 Monate später, Ende Juli, noch auf Portugal zu gehen.
und dort ein bisschen rauszurudern und dann wahrscheinlich einfach von oben dran in den Norden in den Süden zu gehen und hoffentlich haben wir so ein paar von diesen grösseren Wellen statt die kleinen auf dem Mittelmeer. Solange ihr nicht in Nazaré auflauft wegen einer Riesenwelle. Sind wir Ja, froh. ja, ich glaube, den würdest du nur eine machen, ja. Ja. Ja, nein. Ja, Ja. krass, okay. Gut, ihr könnt ja nicht versinken, oder? Euer Boot dreht sich wieder um, solange es nicht bricht. Ja. Ja, in Theorie schon, aber ich glaube, in Nazaré müsstest du es wirklich nicht probieren. Man muss nicht singen. 20 Meter Welle oder irgend so. Ja, irgend Ja, so das etwas. ist wahrscheinlich teilweise sogar mehr. Aber Okay. man könnte sicher gut surfen mit euch im Boot. Wäre schnell, ja. Ja. Habt ihr euch, eure Verabredung mit dem Viertelscanner jetzt erfolgreich gehabt, weißt du, für das Sitzli? Wo Ja. wir haben können das Sitzli speziell auch anfertigen lassen. Tatsächlich, es gibt jetzt Scans von unseren Vögeln seit dem Wochenende. Steht jetzt auf dem Lorenzo seinem Bürotisch im Geschäft. Als Statue. Genau. Natürlich. Nein, das haben wir gemacht. Super wichtig. Also es geht einfach dort darum, bei der Sitzgelegenheit, dass du so ein bisschen Varietät drin hast. Dass du nicht immer das Gleiche hast. Vielleicht ist mal etwas, das nicht perfekt passt am Anfang, aber wenn du ein bisschen abnimmst, dann passt es gut. Oder vielleicht ist mal dort das Bobo und das Bobo. Und jetzt haben wir wirklich mal einen gemacht, einen Sitz, der perfekt auf dich zugeschnitten ist. Zum Beispiel, wo sind nachher deine, ich glaube, es sind Sitzknochen. Wo Ja. sind die? Und da gibt es irgendwie so, entweder du hast die sehr eng zusammen, die sind so in der Mitte oder ein bisschen auseinander. Und eigentlich, was wir auf dem Ergometer haben, ist einfach standardmäßig so ein bisschen Einkerbung. Aber du hast nicht genau ein Loch, damit es dort nicht reibt bei diesen Sitzknochen. Und jetzt haben wir das, in Okay. Theorie. Ja. Wie, Ja. blöd gesagt, wie dick ist der Arsch jetzt? Wie dick? Ja, also wie dick wird der noch und wie dünn wird der am Schluss sein? Ich hoffe, er bleibt etwa so, wie er jetzt ist. Ja. Nein, also... Wie du gesagt hast, oder? Wegen Abnehmen und so. Einverstanden. Nein, also im Moment sind wir alle eigentlich gewichtsmäßig nicht schlecht dran. Der Lukas ist sicher der schwerste, der ist dreistellig neuerdings. Beziehungsweise Nicht wieder, schlecht. ja. Dann Julie Metz sind so Mitte 90 und ich bin so ein bisschen Anfang. Und ich glaube, das Ziel ist schon, das auch zu behalten. Also, wenn man ein Kampfgewicht vielleicht nimmst du irgendwie noch 2-3 Kilo vorher zu, aber die Idee ist nicht mehr, dass jetzt irgendwie 10 Kilo Fett zu ist und nachher ist eben so ein Viertel und wenn du nachkommst, ist es so ein Viertel. Ja. Ja. Hast du überhaupt noch Hunger? Ja. Ich frage mich eher, wie es nachher wird sein. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Aber du kannst jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr gleich viel essen wie da, obwohl du bist Ja. Leichtgewicht gewesen. Ja, ist schon schwierig, aber man gewöhnt sich daran. Also ich glaube nicht, dass bei euch ist es ja wie, es ist ja nicht, oder würdest du sagen, es ist auf eine krankhafte Art? Nein, aber ich habe das Gefühl, im Moment kannst du wirklich einfach essen, was du willst. Ja. Und weil du halt jeden Tag Sport machst, hast du auch viel Appetit. Ja. Und das funktioniert einfach. Du schaust schon, dass du genug Protein zu dir nimmst und alles, aber es läuft. Mhm. Also, du wirst jetzt nicht irgendwie übermäßig dick, Ja. du nimmst aber auch nicht ab. Und ich habe das Gefühl, das wird nachher schon ein Change sein, wenn du den gleichen Appetit hast, nachher, aber nicht mehr irgendwie jeden Tag 1000 Kalorien im Sport Mhm. verbrennst. Ja, wir machen dann mal mit allen 4 noch einen Podcast, wo wir dann in der Runde mal durchgehen, Mhm. wie es so jedem geht mit dem Appetit und so. Nach dem Rennen. Nach dem Rennen, ja? Gut. Das wäre lustig. Ja, was wir noch vielleicht müssen sagen, vielleicht zum richtigen Abschluss kommen, eben, ihr habt ja einen Vlog oder schon mehrere rausgebracht, wo Ja. man jetzt kann schauen kann und auch bald kann man fürs Riff spenden. Ja. Stimmt das? Ja, also eigentlich jetzt schon. Das Ziel ist ja am Schluss, dass wir aus unserer ganzen Kampagne einen Betrag werden haben, den wir können für ein Riff brauchen. Also von der ganzen Kampagne, der ganze Überschuss, den wir werden haben, auf Seite Sponsoring und so weiter, der geht dem Riff zu. Vielleicht müssen wir noch schnell an dieser Stelle erklären, was Riff genau macht. Reefs heisst das, oder? Reefs, ja. Ja, nein, das ist gut. Reefs sind das ist das ehemalige ETH-Spin-Off. Und was sie gemerkt haben, ist, wenn du Korallen hast, die bleachen und brüchig werden, dann gibt es eigentlich in diesen Meer gibt's meistens schon auch noch frische Korallenlarven, die resistent sind gegen die Bedingungen, aber sie sind einfach wie kein wirklicher Untergrund und Möglichkeit mehr, um sich fest zu sammeln und so annisten. Und darum, was sie gemacht haben, ist so Strukturen, das sind so 3D-gedruckte Klötze. Und mit dem können sie auch mit der Strömung zusammen so ganze Korallenriffe eigentlich bauen. So Strukturen, wo nachher wieder eigentlich heimische Korallenlarven sich einnisten können. Und wir unterstützen sie, beziehungsweise unser Ziel ist, dass wir am Ende unserer Kampagne werden das 44 West Riff haben. Und für das ist zum einen eben der ganze Erlös aus dem Sponsoring und so weiter geht dort rein.
Und on top haben wir noch das Crowdfunding, das wir dann werden machen, wenn wir drüber rudern. Und man kann jetzt schon, wenn man will, einzelne Korallenblöcke adoptieren. Also wie wenn du jetzt irgendwie im Zoo sagst, du unterstützt einen Pinguin, kannst du bei uns Sehr jetzt schon so einen Korallenriff-Block Wo geht adopten. euch ein Riff am Schluss hin? Oder wo wird das angesetzt? Das ist noch to be discussed, so wie es im Moment aussieht, wäre es Philippinen, probably. Weil dort ist es einfach so, dass sie schon geschafft haben. Ja. Und alles schon ein bisschen können. Und das heisst eigentlich, dass du mit weniger Mitteln oder mit gleich viel Mitteln kannst du etwas viel Größeres machen, als wenn du in ein Land gehst, wo du zuerst noch die ganzen Approvals brauchst, noch alle musst kennenlernen, noch den ganzen Admin-Prozess hast. Okay. Sehr cool. Ja, dann Schauen wir, macht dass das. es mal einen Vollinenblock gibt. Habe ich auch gerade sagen, einen Vollinenblock. Wäre Wie viel cool. kostet einer? Ich glaube, es sind 150 Franken, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Okay. Peanuts als Podcast. Das, Gell, das, bei Folge 170. Ja, das wir bekommen pro Folge mehrere tausend Franken. genau. Nein, safe, das machen wir. Ja, in dem Sinn würde ich sagen, kommen wir langsam Richtung Ende von dem Podcast. Mhm. Gibt es noch etwas, wo du noch anmerken willst, was wir noch vergessen haben oder was dir noch wichtig ist? Nein, also vielen Dank, dass ich da sein konnte. Für all die das cool finden, das Projekt. Bitte folgt uns auf Instagram. Sehr cool. Dann nachher haben wir einen neuen Vlog auf YouTube. Dann unsere Webseite, das ist auch sehr schön. Vielen lieben Dank, Dave. Adopt a Brick. Wir haben einen Shop, wo man coole Socken bekommt. Caps auch bald wieder. Vielleicht nicht so cool wie die da. Aber Ja, wir können euch dann schon... wir haben noch keine Bucketheads. Vielleicht kommt das noch. Wir können euch ja die Ja. Bucketheads mal mitgeben für über den Atlantik. Dann könnt ihr... Nein, und als letzter Teil, also falls es noch jemanden gibt, der wirklich Lust hat, dass wir das Logo noch über den Atlantik ziehen. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Sponsoring, es würde noch helfen, es wäre wirklich noch cool. Kontaktiert uns, wir haben Freude an dem. Geil. Fantastisch. Ja, geile Sache. Danke, bist du bei uns gewesen. Danke euch. Wir tun dich immer so schlecht bezeichnen als Nummer 3, aber ja, Easy. Wir haben wie immer Freude gehabt. wir haben und immer Freude wir freuen gehabt. auch uns auf das Nummer 4 und dann, dass ihr mal alle zusammenkommt. Ja, Das aber wird, so. das wird gut. Das wird sehr gut. Und wenn du bis dahin dabei gewesen bist, dann danken wir dir an dieser Stelle. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Das kannst du auf Apple Podcast und auf Spotify. 5 Sterne und wir sind glücklich. Genau, ja, und folgt nicht nur 44 West auf Instagram, folgt auch uns, wenn ihr schon dabei sind. Uns findet ihr unter Vollinenbodenstrich-Podcast und wenn der Podcast euch gefällt, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und bis nächste Woche. Danke fürs da gewesen, Lorenzo. Danke euch. Ciao zusammen. Ciao zusammen.